Ein Redner hat die Aufgabe, den Spiegel vorzuhalten. Spieglein, Spieglein an der Wand. Jetzt kommt er aus dem Märchenwald. Hier ist et Rumpelstilzchen. Sehen und hören schon durch jedes Jod, aber im Märchenwald wird nur noch lamentiert über das, was in Deutschland und in der Welt passiert. Für ein paar Jahre hielten uns die Griechen ob Trab, dann hätte es mit Putin nicht mehr geklappt. Danach kommen die Engländer mit ihrem Abgesang aus Korea, der Uran-Utan von Pyongyang, dann die Präsidentenkarikatur aus Amerika und jetzt noch das Rumpelstilzchen aus Ankara. Jetzt war der Erdogan im Märchenland, sprach Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich will jetzt hier eine Rede halten und Deutschland mal ordentlich zusammenfalten. Denn da gibt es was, das hasse ich wie die Pest, dass man mich nicht zu meinen Anhängern reden lässt. Da hat das Spieglein kurz nachgedacht und dann voller Demut zu dem Ehrenmann gesagt: Passen Sie auf. Du leidenschaftlicher Verfechter von Meinungsfreiheit, du fehlgeleitete osmanische Selbstherrlichkeit, du anatolisch-fanatisches Pulverfass, die Hanse doch eine Hau mit der Pann verpasst. Aber jemand zu den Holländern, die sind richtig nett. Bei denen hast du noch eine Stehen im Brett. Von denen Christe, weil du ja immer so gekränk, ein Freikart für ein große Karawanmesse schenk, damit jeste dann an die Wohnwaren ständ von Hümer, Hobby, Knaus und Fendt. Da kannst du, wenn du willst, bis zum Erbrechen stundenlang von neuen Anhängern sprechen. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass du Rumpelstilzchen heißt. Aber nicht nur das hat letztes Jahr interessiert, sondern auch, was rund um den Fußball passiert. Willkommen im Reich der Transferperversionen, von Barcelona nach Paris, 222 Millionen. Für das Jahresgehalt von einem Herrn Neymar arbeitet Krankenschwester in Köln 800 Jahre. Wir haben jetzt im Märchenwald ein Komitee zur Entwicklung einer neuen Transferidee. Wir sagen den Scheichs aus Abu Dhabi und Katar, mag ich im Fußball ein bisschen rar, dort ihr Milliarden sinnvoll investiere und statt Fußballer lieber Politiker transferiere. Es wird auch bestimmt keine Flop, wenn aus Nordkorea der laufende Kubikmeter mit dem Kistekorb zusammen mit der Abrissbirne aus dem Weißen Haus, genannt die blonde Pürk mit der Twitter-Faust, auf der Wunschliste von so einem Scheich ganz offen steht und im Doppelpack verhökert auf Reisen geht. Für 1,5 Milliarden wird dann ein Raket gezündet, womit man die zwei ob der Mond schießen könnt. Jeder kriegt für der Trip noch ein Päckchen Uran, dass der eine dem anderen in den Futt stecken kann. Und der bei sich die größte Strahlung verspürt, würde von uns zum Arsch des Jahres gekürt. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass hier Rumpelstilzchen heißt. Tja, dann haben wir in der EU 2 Schätzchen, für die jedes Moment vielleicht auch noch ein Plätzchen. Erst haben wir sie in der Union ganz herzlich begrüßt und jetzt trennen uns die Ungarn und Polen ob de Föß und sagen trotz Urteil vom obersten Gericht LMAA, unsere Grenzen bleiben dicht. Aus Polen hörst du, wir haben noch nicht ins Platz für uns eigene Lück. Die Familie Lewandowski haben wir schon nach München geschickt. Oder die Ungarn, für Zigeunermusik berühmt und bekannt. Aber Sinti, Roma und Moslems werden aus der Pusta verbannt. Nach dem Motto, komm Zigan, spiel mir was vor. Aber für Asyl, gehst du bitte weiter Richtung Brandenburger Tor. Da lobe ich mir doch die Italiener und Niederländer. An deren Grenze steht ein Schild auf einem Ständer. Willkommen ist hier jeder Mann, der uns das Fußballspielen beibringen kann.
Ja, dann hätte ich noch einen Kandidat für den Mond, den abzuschießen sich auch sicher lohnt. Es gibt ja eine Partei, die hätte es geschafft und wurde in Deutschland drittstärkste Kraft. Die haben ja bei sich so eine Widerling, dem jetzt vom Gehens verloren ging. Alexander Gauland, der von rechts außen aus der Hüfte schießt und seine Politgülle kübelweise über uns ausgießt. So à la Brüder und Schwestern, wartet nicht bis morgen, heute noch die Vizeschlampe von der SPD entsorgen. Danach werden wir in den folgenden Tagen Frau Merkel und diese Weicheier jagen und holen uns dann Stück für Stück unser Volk und unser Land zurück. Klar, ne? Der tat sich ja schon vor Jahren outen und ließ über Jerome Boateng verlauten, wer will denn diesen fremdländischen Knaben schon neben sich zum Nachbarn haben? Ich sag, hab Dank für diese flammende Rede. Aber so brung wie du bist, kann der Boateng ja nicht mehr wede. Und bei 10 Jeroms links und rechts von mir fühle ich mich 1000-mal wohler als neben dir. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass du Rumpelstilzchen heißt. Wie war zu Köln es doch vor dem mit Heinzelmännchen so bequem? Da wird gehämmert, gebacken, gestrichen, genäht, gemauert, gepflastert, geschreinert, gemäht. Und ehe ein Faulpelz noch erwacht, war all sein Tagwerk schon gemacht. Hück machen die Heinzelmännchen von Köln andere Arbeit. Ich kann es erzählen. Da wird geklüngelt, gepokert, geschachert, frisiert, rumgeeiert und falsch kalkuliert, gejammert, verzögert, geschimpft und vergessen, Verantwortung geschoben und ausgesessen. Da haben sie das Bauamt noch zuletzt in de Kajas Nummer 0 versetzt. Die sind da fleißig Papiere am Siegeln, machen aus einem Kalkberg einen Idiotenhügel. Selbst das Opernhaus bringt sie nicht in Nöte. Da gehen zig Millionen für der Zauberflöte. Schneckentempo beim Wohnungsbau. Kölner Schulen sehen aus wie ein Sau. Doch die Damen und Herren von Rat und Verwaltung tragen ihr Amt mit Würde und Haltung. Und der Parole, wir haben mit nix jetzt zu tun, waren nirgendwo dabei. Aber bei der Prinzenproklamation sitzen wir in der Ätzterei. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass hier Rumpelstilzchen heißt. In diesem Sinne mache ich jetzt Schluss. Noch eine herrliche Sitzung und Herr Judenhaus. Ihr wart ein fantastisches Publikum und ich freue mich, wenn ich irgendwann wiederkomme. Eine schöne Rosenmontag noch. Macht gut. Ja, liebe Freunde, was haben wir doch eine Vielfalt an Rednern im Kölschen Fasteleer. Fritz Schops Rumpelstilzchen. Wir haben ihm einen politischen Redner in Reimform. Da können wir stolz drauf sein, so einen Redner im Kölschen Fasteleer zu haben. Und daher nimm den Orden des Festkomitees entgegen und Dreimer von Hetze Köln. Rumpelstilzchen. Festkomitee. Herzlichen Dank. Tschüss.